ins Zimmer. Ja, aber Chris, wenn er wirft eine Blick in deine Zimmer. Hm? Das tut er nie, schon gar nicht, wenn er morgens um 6 betrunken nach Hause kommt. Ja, aber... Los, schnell! Es werde Licht! Ja! Oh, Wieso liegt denn dieser Mantel auf dem Fußboden? Da gehörst du jetzt auf den Haken. Psst, leise, ganz leise. Ne? Tür zu, verdammt nochmal. Leise hab ich. Stuhl mitten im Weg, Quatsch. Ne? Schläft, Lotte schläft. Komm her, du kleiner Schnullerrohr, ich auf die Beine stellen, was? Hey, hopp, ne? Hopp. Lass ihn liegen, das schläft auch, das Ding schläft auch. Alles schläft, nur der Vater wacht. Oh nein, was ist denn los? Lotti, Hast das mal wieder geschafft? Quatsch, geschafft. Gefeiert haben wir doch. Du schrei doch nicht so. Wieso? Wächst doch das Kind auf. Was denn wohl für ein Kind, wohl, was? Na, wie viele Kinder hast du denn? Naja, Christine ist doch kein Kind nicht mehr. Nee, aber sie braucht ihren Schlaf. Sie muss heute nämlich arbeiten. Ja. Und du kannst deinen Dummkopf ausschlafen. Ja, wieso schläft sie denn schon? Schon ist gut, die Uhr ist gleich 6. In einer Stunde heißt das Aufstehen. Ja, was ich? Nein, Christine, deine Tochter. Deine Tochter ist hier wohl auch, oder nicht, oder? Ja, meine Tochter ist sie auch. So, Martin, und nun kommt's weg. Ja, langsam, Lotti, langsam. Ja. Ach, Martin, du... Martin! Ich muss doch erst noch mal ein kleines Bierchen trinken. Du trinkst doch nichts mehr. Du gehst zu Bett, aber... Schrei doch nicht so, ja. Das Kind braucht seinen Schlaf. Und du auch. Du weißt ja überhaupt noch nicht, was los ist, mein Schatz. Wir haben doch gefeiert. Ja, du feierst ja jeden Sonntag, nur nicht so lange wie diesmal. Ja, diesmal hatten wir aber auch einen Grund. Wir haben doch gewonnen, Lottie. Das sagst du auch jeden Sonnabend, aber Geld hast du nie, weil du deinen Gewinn mit deinen Saufkumpanen immer gleich wieder auf den Kopf haust. Oh, Ach, ihr seid alle so Ja, aber nicht die Sumpfhuhn. Ja, diesmal hatten wir aber auch einen Grund. Diesmal haben wir doch alle gewonnen. Also Martin, wenn du wieder nüchtern bist, dann wirst du auch wissen, dass beim Skat nicht alle zusammen gewinnen Ja, können. doch nicht beim Skat. Nee, beim Lotti-Lotto. Ne, beim Lotto-Lotti, meine ich doch. Beim Lotto. Ja. Na, was werdet ihr da schon haben? 3, höchstens 4 richtige. 5 Stück. Kannst du ja gar nicht wissen. Ich hab den Schein ja ausgefüllt und weggebracht. Ja, aber Gustav, ich meine den Wirt, der hatte doch einen alten Lottoschein von früher. Und da haben wir 5 richtige drauf. Wir haben doch einen Dauertipp. Na, wo hast du den Schein? Hol doch mal her. In der Schublade, wie immer, das weißt du doch. Ja, guck nach, da sind 5 richtige drauf. In der letzten Spalte, oben. Ja, Ne? damit du endlich Ruhe gibst. Ja. Ne? In der letzten Spalte? Ja, oben. Und was sind das für Gewinnzahlen? Ja, also die Gewinnzahl. Wir haben doch gewonnen, mein Schnuller. Ja, das hast du schon 3-mal gesagt. Mit welchen Zahlen möchte ich wissen? Zahlen? Ja, die Gewinnzahlen! Die Gewinnzahl, das ist ganz einfach. Pass auf, das war zu Anfang. Kam die erste. Ja, und dann waren das 5 Stück. Ja, nur das habe ich vergessen, mein Ich hab mir doch Kind. gedacht, also los, Martin, komm. Ja, nicht so schütteln, Nein. Lotti. Aber das sind 5 Ja, richtige. ja. Kannst du mir glauben? Hoffentlich sind die auch noch richtig, wenn du wieder nüchtern bist. Ja, sicher. Da Lotti. doch nicht. Aber da, ja, da. Immer los, vorsichtig. 5 Stück, Lotti. 5. Oben, da. letzte Spalte. Ja. So, jetzt aber schnell.
Was machst du denn nur an der Wohnungstür? Ich habe hier eben Krach gehört und da wollte ich bloß mal schnell nachgucken. Ach, was der Krach war hier drin, ehe Vater ins Bett gefallen ist. Was? Jetzt erst? Er hat mal wieder gefeiert. Aha. Angeblich hat er zusammen mit seinen Skatfreunden 5 Richtige im Lotto. Wirklich? Was? Er sagt das so in seinem Dunk. Komm, du sag mal, wie spät ist es denn eigentlich? Ach, eben nach 6. Ja? Glaube ich. Stell mal das Radio an. Vielleicht geben die Gewinnzahlen ja noch mal wieder durch. Woher weiß Vater denn, dass Sie 5 Richtige haben? Dauertipp, den Schein hab ich. Wieso? Ja, ich habe ihn letzten Freitag ausgefüllt und weggebracht. Vater hat ihn nämlich vom Büro aus angerufen. Habe ich die Zahlen einfach vom alten Schein abgeschrieben. So, jetzt, nu. Ach, das Wetter. Ja, das kennen wir ja. Ja, Schauer. Na. Und hier noch einmal die Lottozahlen. Nu. Bei der gestrigen 38. Ausspielung im deutschen Lottoblock wurden folgende Gewinnzahlen gezogen. 8, 17, 23, 34, 35 und 49. Die Zusatzzahl lautet 12. 12. Das große Los der Woche. Also, das geht uns nicht an. Nun stell mal wieder ab. Letztes Mal oben. 17, 23, 34, 35. Tatsächlich 5 Richtige. Mensch, wie viel gibt das denn immer so für 5 Richtige? Und ich schätze so 3.000 bis 4.000 Mark. Das steht dienstags immer in der Zeitung. Ich glaube, ich habe die vom letzten Dienstag noch. Der kann man ungefähr vergleichen. Bei 4.000, du, da kriegt denn jeder 1.000. Ja, ich hab sie. 23 Das sind ja gar nicht 5 Richtige. Das habe ich doch gewusst. Das sind 6! Nein! Die 49, die 49 ist hier, die ist hier doch auch angekreuzt. Hier, 8, 17, 23, 34, 35 und 49. Das sind 6. Also das verstehe ich nicht. Das hätten Vater und seines Grad. 17, Augenblick. 23. Augenblick. Ich habe den alten Schein noch zum Vergleichen. Gib mal her. Gib mal her. 23, 24, 48. Ich habe mich verschrieben. Ich habe die 49 angekreuzt und nicht die 48. Also verschrieben ist gut. Du hast Vater und seinen Skatfreunden statt zu ein paar Tausend zu ein paar 100.000 Mark verholfen. Du, wie wäre es denn letzte Woche für 6 Richtige gegeben? Das weiß ich doch nicht. Da habe ich mich doch nie drüber. Da steht auch in der Zeitung. In der Zeitung, in der Mitte. In der Mitte. Und in der Mitte rechts, in der Mitte. Hier. 435.678 Mark und 40 Pfennig. Mensch, das ist aber wenig. Also hör mal, das sind über 100.000 Mark für jeden. Ja, aber sonst gibt das 1,5 Millionen. Ich habe doch Lottoverstand. Mutter, doch nicht immer. Die Quoten sind doch jedes Mal verschieden. Und 435.000, das sind doch auch eine ganz schöne Portion Piepen. Das sind meine Piepen. Wieso? Naja, das kommt doch, ich hab das doch... Mutter, das kannst du doch nicht machen. Wieso denn nicht? Das sind meine Zahlen. Ich hab mich verschrieben. Vater und seine Skatfreunde haben nur 5 richtig. Ja, aber Sie haben den Einsatz bezahlt. Ja, an Vater, nicht an mich. Jeder 1 Mark und 7 und einen halben Pfennig und das kriegen Sie von mir wieder. Also, Mutter, die wollen doch nicht ihren Einsatz wieder haben. Die wollen ihren Gewinn kassieren. Ihren Gewinn, mein Gewinn. Ich habe den Schein ausgefüllt und weggebracht und von meinem Haushaltsgeld bezahlt. Also ist das mein Schein und mein Gewinn. Aber den Schein hast du im Auftrag von Vater ausgefüllt. Und er muss den anderen 3 dagegenüber für gerade stehen. Ja, für 5, nicht für 6. Hätte ich ja die 48 angekreuzt. Die 49 ist ganz allein auf meinem Mist gewachsen. Mist, ja. Von meinem Lottoverstand hier gekommen, meine ich natürlich. Also Mutter, das ist eine ganz krumme Tour. Und da kommst du auch nicht mit durch. Na, was willst du Vater denn sagen? Gar nicht mehr, so dösig bin ich ja nicht, ne? Tja, mein Vater will doch sicher den Gewinn kassieren. Den kassiere ich. Und sein Gewinn für 5 Richtige zahle ich ihm denn aus. Was hat das denn letztes Mal gegeben? Für 5 Richtige. Hier 3.805 Mark und 20 Pfennig. Die kann er kriegen. Kann er sich mit seinen Skatfreunden teilen. Meinetwegen auch versaufen. Mutter.
Und wenn du das Geld für die 6 Richtigen kassiert hast, wie willst du Vater denn erklären, dass du auf einmal so reich bist? Gut, Lotte hat eben auch mal Lotto gespielt, ne? Ach, das glaubt Vater dir doch nie. So. Ach, du hast doch immer geschimpft, weil er spielt. Lotto ist eine Sondersteuer für die Dummen, hast du gesagt. Naja, aber jeder Mensch macht mal eine Dummheit. Also ich habe gewonnen und damit basta. Und ich habe nur einmal einen Lottoschein ausgefüllt. Ja, Vaters Schein. Nein, mein Schein. Naja, ich gebe ja zu, die Zahlen sind ähnlich mit denen, die Vater mit seinen Freunden getippt hat. Oh, ähnlich, das sind dieselben. Bis auf die 49. Tja, die Zahl, auf die das ankommt, habe ganz allein ich richtig. So, Mutter, jetzt sei vernünftig. Wenn das rauskommt, das gibt einen Skandal. Und den kann Vater sich nicht leisten als Beamter. Das darf eben nicht rauskommen. Da kannst du doch gar nichts gegen machen. Vater muss doch seinen Freunden den Schein vorzeigen. Ja, ich finde schon Ausweg. Also, Mutter, auf diesem Schein sind 6 Zahlen richtig angekreuzt. Und einen anderen hast du nicht. Ja, den ändere ich ihn einfach um. Ich radiere die 49 weg und kreuze die 48 an. Dann kann Vater den Schein vorzeigen. Können Sie alle zusammen sehen, dass Sie nur 5 richtige haben. Glauben die doch sowieso. Und wie willst du kassieren? Ohne Schein? Ja, den muss Vater mir natürlich wieder zurückgeben und dann ändere ich ihn wieder um auf 6 richtige. Mutter, glaubst du wirklich, dass Vater dir den Schein wiedergibt? Ein Schein, auf dem er mit seinen Freunden gewonnen hat? Das schaffe ich schon. Mutter, und denkst du, dass die da in der Lottoverwaltung nicht merken, dass der Schein manipuliert worden ist? Du musst ihn doch wohl vorzeigen, wenn du einen Gewinn kassieren willst. Hast du recht. Ist ein bisschen gefährlich, ne? Nee, warte mal, das muss ich anders machen. Also, ich muss einen alten Schein nehmen und den muss ich präparieren. Was? Und ich muss nicht nur die beiden Zahlen, ich muss auch das Datum und den Stempel ändern. Augenblick mal. Mutter, was du vorhast, das ist Betrug. Also, hör mal, ich betrüge doch nicht. Im Gegenteil, ich will verhindern, dass andere betrügen. Andere? Jawohl, die bringen mich um mein Recht, um mein gutes Geld. Mutter, und was du vorhast, das ist Urkundenfälschung. Vaters Krickelkrackel auf dem Lottoschein, das ist doch keine Urkunde. Moment mal. Das geht ja auch viel einfacher. Oh Gott, was kriegen wir jetzt? Ich sag einfach, ich habe vergessen, den Schein abzugeben. Ja, das ist die Lösung. Ich habe ihn ausgefüllt, aber nicht abgegeben. Dann betrüge ich niemanden, ich fälsche auch keine Urkunde, ich schwindel nur so ein bisschen. Naja, das kennt Vater ja bei mir. Also Mutter. Still, stör mich nicht bei der Arbeit. Mutter, was du hier liegen Ist hast. Vaters Lottoschein, den ich vergessen habe abzugeben, mit seinen Zahlen, die 5 richtige gebracht haben, hätten. Mutter, als Absender steht hier Hagen M. Und M heißt Martin. Du kannst also gar nicht der Gewinner sein. Du heißt immer noch Lotte. Ich heiße aber auch Magdalena. Steht in meinem Taufschein Magdalena Margareta Maria. Mensch, das sind sogar 3 M's, dann kann ich ja wohl für 1 M kassieren, ne? Aber Mutter, als erster Name doch Charlotte. Und das wird Vater auch wissen, wenn er wieder nüchtern ist. Dann habe ich mich eben verschrieben. Ist ja meine Schrift und nicht seine. Aber Vater hat den Schein doch schon gesehen. Das rede ich ihm doch aus, so betrunken wie der war. Das merkt er. Ja. Du sag mal, woher weißt du denn, dass Vater den Schein schon gesehen hat? Ich denke, du hast geschlafen. Oh, das habe ich auch. Ich habe bloß... Gelauscht? Also Mutter, ich lausch doch nicht. Ja, den hast du den hast du vorhin einen aus der Wohnung gelassen. Ach so, Mutter, was du Ja, denkst. muss ich das nicht? Mit einmal weißt du Dinge, die du gar nicht wissen kannst, die du nicht mal geträumt haben kannst. Ich habe auch nicht geträumt. Als du aus dem Schlafzimmer kamst, da habe ich hier... Ein aus der Wohnung, ein Mann. Nein! Da habe ich gesehen, dass der Schein hier auf dem Tisch lag. Ja, und weil du mir gesagt hast, dass Vater gerade eben erst nach Haus gekommen ist, dann muss ich doch jetzt annehmen, dass du ihm den Schein gezeigt hast. Und das soll ich dir glauben. Also Mutter, das musst du mir glauben. Den musst du mir aber auch glauben, dass ich vergessen habe, den Schein abzugeben. Oh, Mutter. Tja, eine Hand wäscht die andere. Haben wir uns verstanden? Ja, muss doch noch immer verstanden, oder nicht? Oh doch,
Aber wir hatten das auch noch nie so nötig wie heute. Wohin gehst du? In die Küche. Ich glaube, wir beiden können jetzt einen starken Kaffee gebrauchen. Das glaube ich aber auch. Und nicht vergessen, eine Hand wäscht die andere. Junge, ist das eine Birne? Oh, nee, nie wieder. Was ist denn das? Kaffee. Was sind das? Saure Heringe. Sorgst doch immer noch gut für ihr Martin, die gute Lotte. Wenn sie auch mal schimpft und meckert, du komm mal her, du kleiner Schnuller, wollen wir dich mal verkase was duckeln, was? Martin, also hör mal. Ja. Du, ich hab dir einen extra starken Kaffee gemacht. Der wird dich wieder auf die Beine bringen. Ach du, das wird dieser Hering schon allein schaffen, weißt du. Mir wird schon so ein bisschen besser. Denn ist dir doch schlecht. Wie gibst du das endlich mal zu? Ach, was schlecht ist mir nicht. So ein bisschen verkatert bin ich, das ist alles. Sag mal, wo ist eigentlich unsere Chris? Chris zum Dienst, das weißt du doch. Nee, weiß ich nicht. Und überhaupt, wieso wird am Sonntag in der Krankenhausverwaltung Dienst gemacht? Weil auch am Sonntag Kranke eingeliefert werden. Dann muss doch auch einer in der Verwaltung Dienst machen, ist doch klar. Ja. Aber warum muss das gerade unsere Chris sein? Auch weil sie alle 3 Wochen an der Reihe ist, Martin, das weißt du doch alles. Du, wenn das man keinen anderen Grund hatte. Wie meinst du denn das? Gestern Abend beim Skatspielen hat mir so ein junger Bengel immer über die Schulter geguckt. Ja und, da war das nicht? Nee, Kiepitzen tut man nicht, habe ich mir auch verbeten. Ja und weiter? Und da wollte er frech wurde Ja, werden. was hat denn das nun mit dem Sonntagsdienst von Christine zu tun? Kommt ja noch, weißt du, was der zu mir gesagt hat? Na? Ich sollte mich mal lieber um meine Tochter Chris kümmern. Die würde sonst vielleicht in einen Harem einheiraten. Was? Ja, hat er gesagt. Was soll das heißen? Wollte ich auch wissen, aber der Kerl ist abgehauen. Und seine Freunde haben gesagt, er wäre besoffen und wollte mich nur ärgern, weil er sich über mich geärgert hat wegen dem Kiepitzen. Ja, weiter. Naja, arbeitet auch im Krankenhaus, haben sie gesagt, in der Küche. Und da haben sie bezahlt und sind weggegangen. Oh Martin, du glaubst doch nicht, dass Christine in einen Harem reingerechnet. Nö, so dumm ist sie doch nicht. Na, hoffentlich. Bei den jungen Leuten weiß man heutzutage nie, was in den Köpfen rumspukt. Ach, was soll denn da schon spuken? Eine bessere Welt, allgemeine Verbrüderung. Oh Martin, Christine macht doch sowas nicht mit. Dazu ist sie doch viel zu vernünftig. Die steht doch mit beiden Beinen fest auf der Erde, das weiß ich doch. Ja, meine ich ja auch. Mir fiel das bloß eben ein, als vom Sonntagsdienst die Rede war. Ausländische Assistenzärzte sind immer hilfsbereit. Immer bereit für einen deutschen Kollegen beim Sonntags- oder Nachtdienst einzuspringen, hat Chris gesagt. Ja, weil sie selbst auch immer so hilfsbereit ist, Martin. Ja, das weiß ich ja. Aber wenn ich das mal erleben müsste, dass sie das mit dem Harem hat... Martin! Ich meine ja nur, ne? Martin, Christine, die weiß doch, was sie zu tun und zu lassen hat. Naja, hoffentlich. Möchtest du noch Kaffee haben, Martin? Nee, vielen Dank. Aber gib mir doch mal den Lottoschein her. Weißt du, ich spring dann gleich zu Gustav rüber. Der hat sich doch die Gewinnzahlen gestern Abend noch aufgeschrieben. Das brauchst du gar nicht. Keine Angst, ich trink nichts. Oder höchstens ein ganz kleines Bierchen für den Nachtdurst. Das kannst du ja auch kriegen. Ich hab dir eine Flasche kalt gestellt. Ja, aber damit habe ich doch noch nicht die Lottozahlen. Bring ich dir auch, Martin. Bring ich dir alles. Das ist ja gediegen. Oh, hier, Martin, bitte sehr. Hier hast du dein Bierchen, bitte. Und hier, mein lieber Martin, hast du die Lottozahlen. Hast du alles, was du haben möchtest. Bitte sehr, mein lieber Martin. Danke. Schmeckt lecker, du. Warte mal. 8, 17, 23, 34, 35, 49. Du, das stimmt, das sind die Zahlen. Wo hast du die her? Aus dem Radio habe ich heute... Sadie Müller, ach, das ist ja wohl. Oh.
Habe ich heute Morgen noch abgehört, als du ins Bett gegangen warst. Aha, aha. Hat ihr wohl doch keine Ruhe gelassen, was? Wohl kontrollieren, ob wir wohl auch einen Grund hatten zum Feiern. Na so, 1000 Mark werde wohl für jeden bei rausspringen. Ja, So, was ist denn das für ein Schein? Das ist so der verkehrte. Wir brauchen doch den du abgegeben hast, den Quittungsabschnitt davon. Na komm, nun nimm diesen, hol den anderen. ich habe keinen anderen, Martin. Was? Ja, ich weiß, das ist fürchterlich für dich, aber ich habe vergessen, den Schein abzugeben. Und als mir das eingefallen war, haben die anderen das Geld schon zu. Ja, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ist aber so, leider. Du hast mir doch gestern Abend einen anderen Schein gezeigt, einer mit einem Stempel drauf. Heute Morgen meinst du, nicht? Ja, meinetwegen heute Morgen. So blau war ich doch nicht, dass ich das nicht mehr wüsste. Ja, wo ist denn der? Den Ja, dann such doch mal. Ja, nur los. bitte sehr. Das war dieser, bitte. Na ja, also, siehst du, wusste ich, das ist doch klar. Ach was, der ist doch von vorvoriger Woche. Ja, das weiß ich, aber das ist der Schein, den du heute Morgen gesehen hast. Warum hast du mir das denn nicht gleich gesagt? Heute Morgen in deinem Zustand. Das ist doch ganz wurscht, wann. Du hast doch schon am Freitag gewusst, dass der Schein nicht abgegeben war. Na ja, hätte ich doch gestern meinen Freunden sagen können, dass wir diese Woche nicht mitspielen. Ach, Martin, beim Dauertipp kann sowas doch so unangenehm sein. Naja, ich habe ja auch gedacht, das ist wie immer. Gar nichts. Oder wenn es hochkommt, mal 3 richtige. Ich konnte auch nicht haben, das ausgerechnet ich Du sollst ja auch nichts ahnen, den Schein solltest du abgeben. Martin, jeder Mensch kann doch mal was vergessen. Ich habe doch nie einen Lottoschein mit Gewinn. Wie stehe ich denn nun da vor den anderen? Soll ich vielleicht sagen, April, April, ihr habt euch so früh gefreut? Nein, Martin, das darfst du denen doch gar nicht sagen. Die dürfen doch gar nicht merken, was mir da passiert Wie ist. soll ich denn das verhindern? Soll ich meine Freunde vielleicht aus meiner eigenen Tasche ausbezahlen? Martin, das müssen wir wohl. Was? Bleibt uns gar nichts anderes über. Und ich habe mir auch schon was überlegt, Mann. Was? Was hast du dir überlegt? Wir müssen einen Kredit aufnehmen. Ja. So hoch, dass du deine Freunde ausbezahlen kannst. Und diesen Kredit, den stotter ich dann von meinem Haushaltsgeld wieder ab. Das heißt also, wir werden jahrelang nicht mehr satt. Und ich fall vom Fleisch. Du jammerst doch nur schon, dass du mit deinem Haushaltsgeld nicht auskommst. Dich werde ich schon satt kriegen und Christine auch. Ich muss denn eben auf allerhand verzichten. Ich kann ja auch meinen Schmuck verkaufen oder ins Pfandhaus bringen. Schmuck? Ja, was denn wohl für ein Schmuck? Ach, die Doublé-Brosche von deiner Großmutter vielleicht, nicht? Da wirst du schon was für kriegen, das ist doch Quatsch. Nee, ist jetzt gar nichts. Ich werde den anderen die Wahrheit sagen. Erst werden sie mit mir schimpfen, dann werden sie mich noch eine Zeit lang damit aufziehen, aber dann werden sie sich auch wieder beruhigen. Und am Ende ist die Sache vergessen. Vergessen werden sie dir das nie, Martin. Und ihr Aufziehen, das geht nicht nur gegen dich, das geht auch gegen mich. Und das kann ich nicht ab, kann ich das nicht. Was musst du wohl dabei abkönnen? Du hörst doch nicht, was sie mir sagen. Du bist doch sonst nicht dabei. Aber ich habe doch zu leiden, wenn ich sehen muss, wie du leiden musst. Durch meine Schuld. Wie dir die Freude genommen wird an deinem Skat, der dir doch über alles geht. Das einzige Vergnügen, was du dir einmal in der Woche gönnst. Lotti, Lottileinchen, Herrgott nochmal. Du mach doch da keine Familientragödie draus. Wir haben ja noch eine ganze Woche Zeit zu überlegen, was ich den anderen sagen werde. Ja, aber die werden doch herkommen, Martin, oder anrufen. Mir wird schon was einfallen. Was dir? Naja, uns wird was einfallen. Oh, danke, Martin. Vielen, vielen Dank. Martin, und du wirst sehen, ich finde einen Ausweg. Du brauchst deinen Freunden nicht zu erzählen, was für eine dumme Frau du hast. Hab ich doch gar nicht. Die vergisst einen Lottoschein mit Gewinn abzugeben. Na, jeder Mensch kann doch schließlich mal was vergessen. Ja, nicht? Ja. Die Sache hat ja auch ihr Gutes. Ihr Gutes? Zumindest im Augenblick. Wie meinst du denn das? Wenn ich sonst mal ein zu viel getrunken habe, dann hast du mir am nächsten Morgen freiwillig noch nie ein Bier gegeben. Prost, Lotte. Prost, mein Martin. Oh.
Auf deinen Erfolg. Auf unsere Zukunft. Und du, ich bin ja so stolz auf dich. Stolz? Ich habe nur gehabt eine bisschen Glück, hä? Also nun mach dich nicht kleiner, als du bist. Du sag mal, warum liegt dir eigentlich so viel dran, gerade an diesem Institut zu arbeiten? Ja, weil ich da kann weitermachen an meinen Blutanalysen. Ja, ich arbeite an einer Krankheit, die ist bei uns in Kuwait sehr weit verbreitet. So kann ich indirekt für meine Landsleute mehr machen, als wenn ich würde zu Hause aufmachen Praxis. Was meine Familie wird gern sehen. Oh, du erzähl mir doch von deiner Familie. Ich weiß gar nichts von euch. Oh, Familie. Familie spielt bei uns zu Hause große Rolle. Na, viel größer als hier in Deutschland. Vater ist Chef. Er muss gefragt werden in alle Familienangelegenheiten zuerst. Nur genau wie bei uns. Es kommt niemand. Du brauchst keine Angst zu haben. Oh, ich habe auch gar keine Angst. Ja, peinlich ist wäre mir nur, wenn deine Eltern mich hier bei dir finden, bevor du mich als offiziell eingeladen und vor Gäste. Glaubst du, mir macht das für Steckspielen Spaß? Oh, ich würde meinen Eltern auch lieber heute als morgen sagen. Hier, dieser gut aussehende junge Mann, in den ich mich wahnsinnig verliebt habe, ist der erfolgreiche Arzt und Wissenschaftler Dr. Rashid Nasreddin. Und wenn er mich haben will, dann heirate ich ihn auf der Stelle. Er will. Und wann wirst du aufbringen, die große Mut und deinen Eltern erzählen von deine tollkune Plan? Du, den Mut habe ich immer, jederzeit. Aber wenn es ohne Krach abgehen soll, dann muss ich bei meinem Vater erst noch ein paar Vorurteile abbauen. Aber was kann haben deine Vater hergemischt? Gar nichts. Er kennt dich ja gar nicht. Aber wo man aufhört, Deutsch zu sprechen, da ist für meinen Vater die Welt zu Ende. Für ihn sind die Ausländer alles Leute, die bei sich zu Hause nichts werden konnten. Ja, und so denken viele hier. Du, vielleicht hat dein Vater ja auch Vorurteile. Ja, wer hat nicht, aber doch nicht gegen alle Ausländer. So pauschal. Und du, dann habe ich also Chancen, dass er mich akzeptiert? Ich bin ganz sicher. Oh, du, erzähl mir doch von deinem Vater. Wie ist er? Was macht er? Was arbeitet er? Was soll er erzählen, ich? Er verwaltet seine Land. Was heißt das, er verwaltet? Kommandiert er nur so rum oder arbeitet er selbst mit? So, auf dem Feld, Mann. Bei uns in Kuwait gibt kein Felder. Der Boden ist sandig und steinig. Und dazwischen wächst ein wenig Gras. Ja, gerade genug, dass Kamele satt werden. Ach, dann habt ihr also Kamele. Ja, so kann sagen, Mann. Hast du auch schon mal damit zu tun gehabt? Natürlich. Dr. Rashid Nasreddin als Kameltreiber. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du, Chris, für eine Junge ist eine großartige Sache. Hä? Du, da kommt doch ein. Es kommt niemand. Oh, und wenn, dann ist es auch egal. Ja, aber du vielleicht bekommst Ärger. Und das ich will nicht. Oh, der Ärger macht mir nichts aus. Ich will nur nicht, dass mein Vater der Schlacht trifft. Na gut. Und dann wir trinken aus und gehen hin woanders. Hm? Oh, und sitzen zwischen anderen Leuten rum und können kein privates Wort miteinander reden. Ich hab mich so auf diesen Abend gefreut. Einmal wir beide ganz allein. Na gut. Dann wir eben gehen zu mich. Hm? Na, also da haben wir ja nur erst recht keine Ruhe. Und außerdem, sehr gemütlich ist dein Zimmer auch nicht gerade. Mit all den Tabellen und Büchern. Na, überall liegen sie aufgeschlagen rum. Na ja, ist eben ein Arbeitszimmer. Hm? Und ein Schlafzimmer und ein Sprechzimmer. Sprechzimmer nicht. Dafür ist Ordination da. Hm? Aha. Dann gibst du also zu, dass Schwester Clara gestern doch nicht dienstlich bei dir war. Oh, fangst du schon wieder an damit? Du hast gesagt, sie sei dienstlich gekommen und... Aber ich kann doch eine Krankenschwester nicht in Ordination, bitte. Wer kommst du mich wegen einer hausinternen Angelegenheit? Hm? Außerdem, du weißt ganz genau, dass ich seit einiger Zeit bin
bin immun gegen alle Anfechtungen, was weibliche Reize angeht. Also das Serum ist noch nicht erfunden, das Männer gegen weibliche Reize immun macht. Ach du, das wäre überhaupt eine dankbare wissenschaftliche Aufgabe für dich. Ich werde daran arbeiten. Ich werde mich bemühen, dass du hast keinen Grund zum Klagen. Mhm. Du gibst also zu, dass du dich bemühen musst. Ja. Du, ich warne dich. Lass dich nicht erwischen. Und da kommt dann was nun. In mein Zimmer. Los, schnell. Oh, Chris, hab ich's nicht gesagt gleich? Du kommst jetzt schon? Tja, hat es nicht geklappt? Was hat nicht geklappt? Dein Rendezvous. Wie kommst du auf die Idee, dass ich ein Rendezvous hatte? Bloß so. Lass mal die Unterstellung, ja? Rendezvous. Was anderes hat nicht geklappt. Jedenfalls nicht so, was ist denn? Jedenfalls nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Aber das kommt mir ganz gut zu Pass. Ich muss nämlich etwas mit dir besprechen. Vielmehr dich etwas fragen. Also gut, frag. Wem gehört denn das zweite Glas? Mir. Seit wann trinkst du denn Sekt aus 2 Gläsern? Seit mir das erste eine Fliege reingefallen ist. War das alles, was du fragen wolltest? Nein. Wer war der Mann? Was denn für ein Mann? Den du in den Anlagen am Bahnhof geküsst hast und mit dem du dann Arm in Arm weitergegangen bist. Du hast uns gesehen? Ja. Ja, denn so sind wir quitt. Ich habe dich nämlich auch gesehen. Mit einem Mann. Mit einem Mann, der sehr gut ausgesehen hat. Wann und wo? Ja, vor einer guten Stunde ungefähr. Als du zu ihm ins Auto gestiegen bist. Na und? Also, dass ihr euch geküsst habt, habe ich nicht gesehen. Also hör mal. Warum soll ich meinen Fahrlehrer denn nun auch küssen? Was? Du nimmst Fahrstunden. Das habe ich dir doch gesagt. Du, keine Ahnung hatte ich. Ehe ich weggegangen bin, habe ich Du hast bloß gesagt, ich brauche heute nicht vor 11 mit dir zu rechnen. Ach so, ja. Also der theoretische Unterricht ist ausgefallen. Sag mal. Dann willst du also ein Auto kaufen? Na, natürlich will ich ein Auto kaufen. Wünsche ich doch schon seit Jahren denn. Mit einem Mini wäre ich zufrieden gewesen. Aber Vater wollte ja nie was davon wissen. Können wir uns nicht leisten. Eine andere Antwort habe ich doch nie bekommen. Mutter, das ist nun mal so. Ja, der wird sich wundern. Was für einen schicken Wagen ich hier vor die Tür steht. Aber wir kommen ganz vom Thema ab. Wer war der Mann in den Anlagen am Bahnhof? Einer von unseren Ärzten. Einer von den ausländischen? Ein Araber, ja. Ich will hoffen, das ist nichts Ernstes. Was, nichts Ernstes? Und das, wo du gesehen hast, wo wir uns geküsst haben? Doch, küssen ist ja noch kein Unglück. Und was ist deiner Meinung nach ein Unglück? Wenn du dich in einen von euren Ärzten vergucken würdest oder sogar eine feste Bindung mit einem solchen Mann eingehen würdest. Ich habe mich verguckt. Verliebt sogar. Und ich bin eine feste Bindung eingegangen. Eine sehr feste. Wir wollen heiraten. Christine! Dein Vater trifft der Schlag, wenn er das hört. Das ist aber auch der einzige Grund, warum ich euch das bis jetzt nicht gesagt habe. Aber weil du das nun weißt und du noch am Leben bist, da bin ich ganz beruhigt und weiß, dass ich nicht die ganze Familie ausrotte. Christine, ich bitte dich. All dein Bitten ändert nichts an den Tatsachen. Was Tatsachen? Müsst ihr heiraten? Nein, wir müssen nicht. Wir wollen. Gott sei Dank. Das würden wir auch sagen, wenn es soweit wäre. Wenn was so weit wäre? Och, Mutter. Wenn was unterwegs wäre, dann wäre Rashid mehr als glücklich. Und ich natürlich auch. Christine, mit sowas macht man ja nun wirklich keinen Spaß. Also mit Tod ernst macht man sowas. Für gewöhnlich aber auch nicht. Also für Frivolität habe
habe ich überhaupt keinen Sinn. Und mir wird ganz schlecht. Oh, komm, Mutter. Trink ein Glas Sekt mit, dann wird dir besser. Oh Gott, der Harem, einmal. Christine, ist denn das nun wirklich dein Ernst? Aber Mutter, Spaß ist die richtige Liebe doch nicht. Naja, ich weiß ja, wie das ist, wenn man jung und verliebt ist. Ich habe deinen Vater ja auch gegen den Willen meiner Eltern geheiratet. Ja, damals habe ich ja auch gedacht, ich könnte ohne ihn nicht leben. Heute sehe ich das natürlich anders an. Oh, wirklich? Na, ehrlich? Ach, du machst mich ganz konfus. Wie heißt er denn da in der Bräutigam? Rashid. Dr. Rashid Nasreddin. Rashid Nasreddin. Was ist er? Assistenzarzt. Also, Christine, ich sag's dir nochmal, lass dich nicht in eine Sache ein, die kein gutes Ende nehmen kann. Och, Mutter, woher willst du das denn wissen? Warst du schon mal mit einem Araber verheiratet? Solche Dummheit hätte ich nie gemacht. Also, Mutter, das ist keine Dummheit. Ich kenne Rashid lange genug und ich weiß, was für ein guter Mensch er ist. Und ich bin ganz sicher, ich werde mit ihm glücklich. Sehr, sehr glücklich. Ja, habe ich bei deinem Vater auch gedacht. Oh, und ihr seid es ja auch geworden. Jetzt tun wir nicht so. Wieso? Gott, na ja. Ein paar Kalamitäten gibt es ja in jeder Ehe, ne? Aber ihr seid glücklich. Ja, bis auf den Umstand, dass dein Vater immer zu wenig Geld verdient. Oder bis auf den Umstand, dass du immer zu viel Geld ausgibst. Ach, das wird sich jetzt ja alles ändern. Wenn du die 1,5 Millionen kassierst. Ja, Christine, und das ist eben das große Problem. Ich meine, wie ich deinem Vater das nur beibringen soll. Das Kassieren selbst ist überhaupt kein Problem. Ach nee. Hast du das Geld womöglich schon? Nein, das nicht. Aber hier, die Lottogesellschaft hat mir geschrieben. Das musst du mal lesen. Herrn M. Hagen. Der Brief ist ein Vater. Ja, Irrtum vom Absender. Ich habe den Brief abgefangen und gleich mit der Lottogesellschaft telefoniert. M. Hagen ist ja richtig, habe ich gesagt, aber Herr ist falsch. Weil jemand, der Magdalena, Margareta, Maria heißt, für gewöhnlich kein Herr ist. Nicht? Und das haben die so einfach akzeptiert? Akzeptiert? Entschuldigt haben die sich bei mir. Lies mal. Betrifft und so weiter und so weiter. Ah, hier. Ein Gewinn in Klasse 1. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie auf Ihrem Lottoschein den oben angegebenen Gewinn erzielt haben. Der Gewinnbetrag wird nach Ablauf der in den amtlichen Spielbedingungen festgelegten Einspruchsfrist in der Regel am Freitag nächster Woche an Sie überwiesen. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass die Überweisung erst nach Ablauf der Einspruchsfrist möglich ist. Verständnis habe ich allerdings nicht. Aber Vater hat immerhin jahrelang auf einen Gewinn gewartet. Dann kommt das ja nur auf eine Woche mehr oder weniger auch nicht an. Aber lies mal weiter. Für den Fall, dass wir Ihren Gewinn auf ein Bank-, Spar- oder Postcheckkonto überweisen sollen, bitten wir Sie, den beiliegenden Vordruck sorgfältig auszufüllen und umgehend an uns zurückzusenden. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass dieses Konto auf Ihren Namen lauten müsste. Für Ihre weitere Beteiligung am Lotto wünschen wir Ihnen viel Glück. Du, den Vordruck hast du ausgefüllt? Ja, natürlich. Auch der dümmste Graphologe muss das nur bestätigen. Was bestätigen? Dass die Handschrift auf dem Vordruck mit der Handschrift auf dem Lottoschein übereinstimmt. Aber vorher bin ich noch auf einer Bank gewesen, habe mir ein Konto einrichten lassen. Jetzt habe ich mein eigenes Konto. Und nächste Woche sind da 1.500.000 und eine Mark drauf. Wieso und eine? Ja, stell dir das mal vor, habe ich einbezahlen müssen bei der Kontoeröffnung. Billiger wollten die das nicht machen. So was. Tja. Und wie willst du Vater nun beibringen, wo das Geld herkommt? Ja, siehst du, und das ist eben das Problem, Christine. Also ich habe hin und her überlegt. Mir bleibt gar kein anderer Ausweg. Ich muss im Lotto gewinnen. Was? Offiziell für Vater. Natürlich nicht nochmal in Wirklichkeit. Du, dann musst du ganz offiziell aber auch tippen. Ja, das tue ich doch auch. Heute Abend bin ich schon dabei. Ach nee, weiß Vater das? Ja, natürlich weiß er das. Ich mache doch das Ganze nur, damit er das weiß. Ja, und was sagt er dazu? Ich bin verrückt, hat er gesagt. Und ich soll mir ja nicht einbilden,
dass ich gleich beim ersten Mal 5 Richtige hatte. Ja, und wie willst du ihm beibringen, dass es sogar 6 Richtige geworden sind? Ja, natürlich nicht gleich heute Abend. Ne? Ich kann mir ja aussuchen, wann ich mich gewinnen lassen will. Mann, sag mal, für wie viel spielst du denn? Für 43 Mark. Oh, das hast du Vater aber nicht gesagt. Ja, natürlich habe ich ihm das gesagt. Aber können wir ihm nicht einfach erzählen, du hättest mir erst mal das Geld geliehen oder vielleicht sogar geschenkt? Was, Ja, was soll ich denn auf einmal für ein Wohltätigkeitsmensch sein? Also, sonst beschwere ich mich doch immer, dass ich zu viel Geld abliefern muss. Ja, ich habe dir eben so furchtbar leid getan, so zerknirscht, wie ich nun bin und schuldbewusst. Ja. Oh, sogar Vater hat mir das geglaubt, als ich ihm das vorgespielt habe. Na, also schön. Sagen können wir das ja. Mann, was haben denn Vaters Skatfreunde gesagt, als er ihnen das Geld aus eigener Tasche ausbezahlen wollte? Das sagt er Ihnen ja erst heute Abend. Er hat sie ja noch gar nicht wiedergesehen. Also wenn das richtige Freunde sind, dann werden die noch auf das Geld verzichten. Bei Geld hört die Freundschaft auf, das weißt du ja. Ich will sogar hoffen, dass sie nicht verzichten. Sonst hätte ich nicht nur ein schlechtes Gewissen, sonst müsste ich mich ja auch noch sogar schämen. Ganz schlecht bist du also nicht. Ich bin überhaupt nicht schlecht. Ich bin voll und ganz im Recht. Ja, bloß dein Gewissen schämt sich. Mein Gewissen ist eben auf dem Holzweg. Aber wir kommen schon wieder vom Thema ab. Wir sprachen gerade von dem Inder, mit dem du dich eingelassen hast. Also, der Inder ist ein Araber. Und ich habe mich mit ihm eingelassen, weil ich ihn heiraten will. Also Christine, ich sag's dir nochmal, überleg es dir 3-mal, ehe du endgültig Ja sagst. Ach Mutter, ich hab's mir 100-mal überlegt und ich sag immer noch Ja. Weißt du denn, ob der dich überhaupt heiratet? Hat's mir gerade eben wieder gesagt. Ja, was? Eben? Ehe du kamst, ja. Wieso? Er hat heute eine Anstellung als medizinisch-wissenschaftliche Institut gekriegt. Und das wollten wir feiern. Hier? Hier. Ach, Und dann ist eine Fliege ins Sektglas gefallen. Und die Fliege? Warst du, ja. Rashid, komm doch bitte ran. Nein, Christine, Ich möchte mit meiner Mutter vorstellen. Darf ich bekannt machen? Dr. Rashid Nasreddin, meine Mutter. Angenehm. Nein, also angenehm ist es dir nicht. Das ist gelogen. Aber... Da die Wahrheit sich ja meistens erst mit der Zeit rausstellt, da können wir noch hoffen. Hören Sie nicht auf das, was meine Tochter sagte, Herr Rebne. Nasreddin, gnädige Frau. Gnädige Frau, hat er zu mir gesagt. Dr. Rashid Nasreddin. Ach du, am besten, du sagst gleich Rashid zu ihm. Dann kannst du dir all das andere sparen und er braucht nicht gnädige Frau zu sagen. Also, auf deinen zukünftigen Schwiegersohn. Rashid heißt er. Auf Charlotte Maria Magdalena Margareta Mark. Der Einfachheit halber Lotte genannt. Deine zukünftige Schwiegermutter. Rashid? Schwiegermutter. So, und jetzt gebt euch einen Kuss. Was? Kommt schon und küsst euch. Ja, wer kriegst du bis on morglich? Du kannst doch von deiner verehrten Frau Mama nicht verlangen, so gebe mich einen Kuss. Sie will doch gar nicht. Also die Hauptsache ist, dass ich es will. Meine Mutter und ich haben uns immer sehr gut verstanden. Und seit letzten Sonntag verstehen wir uns besonders gut. Das gehört überhaupt nicht hierher. Also los, nun küsst euch. Christine, du kannst den Herrn Doktor doch nicht vergewaltigen. Also, Mutter, das tue ich doch gar nicht. Er hat mir gerade vorhin gesagt, wie leid es ihm tut, dass ich euch noch nicht miteinander bekannt gemacht habe. Ja, einfach zwischen bekannt machen und küssen ist ja ein großer Unterschied, ne? Ja, das eine setzt das andere voraus. Deswegen habe ich euch doch miteinander bekannt gemacht.
Also los, nun küsst euch. Drumherum kommt ihr sowieso nicht. Und dann habt ihr es hinter euch. Ja, was meinen Sie, Herr Doktor? Sollen wir tun, was dies unmögliche Mädchen da sagt? Wenn Sie erlauben, gnädige Frau. Nee, nein. Nein, so doch nicht. Nein, so. Ist Deutsch. Man, so. Rashid. Mama. So, und jetzt wird gefeiert. Oh, Rashid, mach doch die Flasche leer. Ich hol schon mal die andere. Bitte. Ich bin natürlich sehr, sehr glücklich, gnädige... Oh nö, Mama. Lassen wir es dabei, Rashid. Bitte. Danke, Mama. Darf ich... Ja, bitte noch einen kleinen Schluck dazu. Sag mal, wie lange kennt ihr euch denn eigentlich schon, Christine und du? Seit 1. Oktober im voriges Jahr. So genau weißt du das noch? Ja, an dem Tag ich habe angefangen meine Dienste im Krankenhaus. Als ich mich meldete in Verwaltung, hat Chrissy gekümmert um mein Papier. Ich habe sofort mich verliebt in ihr. Sie hat später zu mich gesagt, sie ist genauso gegangen. Also Liebe auf den ersten Blick. Ach, genau wie bei mein Mann. Um Gottes Willen, reiß jetzt raus! Ja, aber bin ich vielleicht besser than den Mann? Ja, aber Mama! Ach ja. Na? Ja, sag mal, was ist hier denn los? Sekt? Ja, den hat Christine mitgebracht. Sie wollte was feiern, hat sie gesagt. Wo ist sie denn? In der Küche. Sie hat noch eine Flasche kalt gestellt. Aha. Wem gehört das dritte Glas? Auch mir. Seit wann trinkst du Sekt aus 2 Gläsern? Seit mir in das erste Glas eine Fliege reingefallen ist. Fliege? In welches? Nur ich sehe keine Fliege. Hab ich doch schon längst rausgefischt. Komm, ich hol dir ein Ach, frisches. was, gib mal her, du wirst doch nicht wegen der Fliege ein Glas Sekt wegschütten. Komm, komm. Oh, Fliege. Albert. Ah, das tut gut nach all dem Ärger. Was denn für ein Ärger? Beim Skat. Meinetwegen. Natürlich deinetwegen. Ich habe ja noch immer den Lottoschein abgegeben. So, und jetzt feiern wir zu dritt. Wo kommst du denn her? Vom Skat? Jetzt schon. Das siehst du ja. Das wundert mich aber, dass du schon so früh hier bist. Ja, Martin, das muss ich aber auch sagen. Ich habe mich geärgert. Ach, über mich. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Über Gustav und über deine Mutter habe ich mich geärgert. Ach, wegen dem Lottoschein von voriger Woche. Ja, weswegen denn sonst? Jetzt ärgere ich mich aber über dich. Du, wir haben das verdammt nötig, dass wir unser Geld zusammenhalten. Was hat denn das mit mir zu tun? Auch du wirst dein Geld zusammenhalten, bis wir unsere Schulden bezahlt haben. Solidarität nennt man sowas. Also, wenn du mit Solidarität die beiden Flaschen Sekt meinst, ja, die habe ich geschenkt gekriegt. Von wem? Von einem von unseren Ärzten. Ich denke, du willst hier was feiern? Ja, das wollte ich ja auch. Denn dafür habe ich die Flaschen geschenkt gekriegt. Nun lass dir doch nicht jeden Satz einzeln aus der Nase ziehen. Was willst du feiern? Also, die Anstellung vom jungen Assistenzarzt ans Medizinisch-Wissenschaftliche Institut. Zufrieden? Ja, was ist das für ein Mann? Und wie stehst du zu ihm? Da muss doch was zwischen euch sein, wenn er dir 2 Flaschen Sekt schenkt, damit du seine Anstellung feierst. Normalerweise feiert man sowas doch zusammen. Ja, das wollten wir ja auch. Denn ist was dazwischen gekommen. Was? Ach, ist doch nun ganz egal.
Eine familiäre Angelegenheit. Muss ja aus einer feinen Familie sein, der Herr. Drückt einer jungen Dame 2 Flaschen Sekt in der Hand und sagt, ab nach Hause. Gefeiert wird allein. Ja, also so war das natürlich nicht. Ja, wie denn? Nun lass doch mal die Fragerei nach Martin. Erzähl uns doch mal lieber, worüber du dich so geärgert hast. Über dich, habe ich doch schon gesagt. Ja, nun mach doch endlich die Flasche auf, wenn hier schon mal gefeiert werden soll. Was meinen? Also gut, dann mach du das. Ja. Also dieser Ärger fing an mit einem dummen Schnack von Gustav. Richtige Spitze war das, weißt du? Da, abgebrochen, natürlich. Oh, So komm, was gib Dummes. her. Ich mach das mit der Nagelzacke. Was für einen dummerhaftigen Schnack hat Gustav denn gemacht? Er hat gesagt, du wärst wohl schon fix dabei, meinen Gewinn auszugeben. Was? Ja, er will gehört haben, du hättest dich bei Mercedes erkundigt wegen einem Wagen. So ein Blödsinn. Du hättest doch nur 951 Mark bekommen. 951 Mark und 40 Pfennig. Na ja eben, dafür kriegst du doch kein Mercedes. Ja, darum wundert er sich ja auch so. Aber das kam noch besser, als Hein Meier kam. Du kennst die doch. Ja, natürlich kenne ich deine Skatfreundin. Na, was hat der dir denn vorgelogen? Er hat gesagt, du wärst auch schon bei der BMW-Vertretung gewesen. Hättest dich nach den Preisen und Lieferzeiten erkundigt. Die müssen sich doch vorher verabredet haben, dich hochzunehmen. Was hast du deinen Freunden geantwortet? Dass sie nicht so dumm quatschen sollen. Von BMW und Mercedes müsste ich ja schließlich auch was wissen. Aber da ging die Flachserei erst richtig los. Es gäbe eine Menge Ehemänner, die nicht wüssten, was ihre Frauen hinter ihren Rücken treiben und so weiter und so weiter. Sag mal, wo bleibt die Christin mit dem Sekt? Ich habe einen Durst, das dauert ja heute mal wieder ewig. Christine, wo bleibst du denn? Wir wollen doch Feierabend! Ja. Das ging nicht schneller. Der Proppen war eingeklemmt. Aha. Christine, stell dir mal vor, Vaters Freunde haben gesagt, ich wollte ein Auto kaufen. Und ich hätte mich schon nach den Preisen und den Lieferzeiten erkundigt. Das haben sie beim Skat gesagt. Ja, haben sie. Aber mich können sie ja nicht auf den Arm nehmen. Schöne Freunde sind das, muss ich ja sagen. Aber ärger dich nicht mehr, Martin. Die bekommen ihr Geld und damit basta. Nur erst recht. Wieso erst recht? Du kriegen sie erst recht, ihr Geld, weil sie es nämlich nicht mehr haben wollen. Ach nee, die wollen das Geld nicht mehr haben. Nee, als mir das zu dumm wurde mit dieser Anflaxerei, da habe ich ihnen die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit? Bitte, wieso? Was für eine Wahrheit denn? Was für eine Wahrheit, was für eine Wahrheit? Na, die Wahrheit eben, wie es wirklich war. Jeder Mensch kann doch schließlich mal was vergessen, aber du wärst auch die Erste gewesen, die darauf bestanden hat, dass wir sie aus unserer eigenen Tasche ausbezahlen. Können Sie mal sehen, was für eine korrekte und anständige Frau ich habe ich gesagt. Was haben deine Freunde da gesagt? Erstmal gar nichts. Erstmal waren sie ganz still. Und dann haben sie alle durcheinander geredet. So hätten sie ja nicht gemeint. Und das Geld würden sie natürlich nicht annehmen und so. Was hast du da gesagt? Auch gar nichts. Bin aufgestanden und weggegangen. Ja, Kinders, warum trinkt ihr denn nun nichts? Ja, ich weiß, wir müssen sparen, aber nur ist die Flasche ja mal offen. Aber ihren Anteil müssen wir Ihnen auf jeden Fall ausbezahlen, Martin. Das ist doch Ehrensache. Läuft ja doch alles darauf aus, dass du in Wirklichkeit gar nicht vergessen hast, den Schein abzugeben, werden sie sagen. Wir tun bloß so. Wollen das Geld für uns allein kassieren. Die ganzen 3.805 Mark. Das ist doch, was mich so verbittert. Also, ich habe diese Woche zum letzten Mal den Tippschein ausgefüllt. Und zum Skat gehe ich auch nicht wieder. Oh komm, Martin. Nee, tue ich nicht. Oder höchstens, wenn Sie sich bei mir in aller Form entschuldigen. Martin, Sie haben doch schon gesagt, dass Sie es nicht so gemeint haben. Wie Sie es meinen, ist mir gleich. Gesagt haben Sie es jedenfalls. Und dafür haben Sie sich bei mir zu entschuldigen. Auf meine Familienehre, dass Sie nichts kommt. Oh Gott, Vater. Was heißt ja Vater? Über dich reden Sie ja auch schon lange. Über mich? Ja. Wer redet über mich? Was weiß ich, irgend so ein junger Bengel, mit dem ich mich deinetwegen fast geprügelt hätte. Was? War doch nicht wieder davon. Nee. Das will ich jetzt genau wissen. Wer redet über mich und was? Du hast es mit einem aus Afrika. Martin, doch nicht Afrika, Asien. Afrika hat er gesagt. Was Arabien ist Asien. Ich muss das wissen, in Geografie hatte ich immer eine 1. Und Arabien ist Asien und nicht Afrika. Arabien, Asien, Afrika, sag mal, was wird hier eigentlich gespielt? Martin, Christine hat einen Freund. Nee. Ein Freund nicht. Ein Bräutigam.
Wir wollen heiraten. Ja, und dieser Bräutigam Ist ein arabischer Assistenz. Und Arabien ist Asien und Arabien ist nicht... Oh nein, oh. Was muss ich da hören? Du hast ganz richtig gehört, Vater. Meine Tochter hat es mit einem Ausländer. Mit einem von diesen Pack! Martin! Vater, das verbitte ich mir, auch von dir. Bist du bist ja verrückt. Nee, bloß nicht so borniert wie du. Also diese Unverschämtheit nimmst du zurück. Auf der Stelle. Erst nimmst du das Pack zurück. Denke ich gar nicht dran. Na schön. Erst stehst du mir Rede und Antwort. Ich bin 26, Vater, vergiss das nicht. Gib Antwort auf alles. Im Augenblick nicht. Gib Antwort! Darf ich's antworten, fuhr Ihr Tochter? Sag mal, was ist denn das für einer? Wie kommt der Kerl in dein Zimmer, Chris? Der Kerl ist Dr. Rashid Nasreddin. Ja, er redet nicht von Familienehre. Er versucht aber auch nicht auf unrechte Weise einen Lottogewinn zu ergattern. Christine, hör auf! Ihm ist es auch ganz egal, wenn man ihn als Ausländer beschimpft. Aber mir ist es nicht egal. Und darum verlange ich von dir, Vater, dass du das wieder zurücknimmst. Ja, sag mal, du hast sie ja wohl nicht alle. Ich kann doch noch in meiner eigenen Wohnung sagen, was ich will. Aber nicht Pack über Leute, die anständig sind. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Und dabei bleibt das. Hier. Oh, das tut mir leid, Mutter, aber mir bleibt keine andere Wahl. Wenn Vater sich nicht in aller Form entschuldigt... Bitte, Chris. Wenn Vater sich nicht entschuldigt, dann gehe ich morgen zu seinem Freund Gustav und erzähle ihm, wie das wirklich war mit dem Lottogewinn. Also überlegt euch das. Das ist mein voller Ernst. Jetzt komm, Rashid. Jetzt gehen wir deine Anstellung feiern. Es tut mir sehr leid, dass ich bin Anlass gewesen zu dieser Streit. Oh, du kannst ja nichts dafür, Rashid. Was? Komm, Rashid. Ich habe alles gesagt. Mama. Mama? Und Rashid? Ja, darf ich vielleicht wissen, was hinter meinem Rücken gespielt wird? Ich habe es doch für euch alle getan. Ja, was denn? Du dich mit deiner Tochter und diesem Ausländer verbündet? Quatsch. Den Lottoschein doch abgegeben. Augenblick mal. Ich rede von dem Ausländer. Und du vom Lottoschein. Ich habe ihn dir verschwiegen. Den Ausländer. Nein, den Gewinn. Ich fange an zu begreifen. Das soll also heißen, du hast den Lottoschein doch abgegeben und wolltest das Geld für dich allein kassieren. Die ganzen 3.805 Mark. Nein, die 1,5 Millionen. 1,5 Millionen? Ja. Ja, sag mal, du hast es ja wohl nicht. Wir haben 5 richtige und dafür gibt es 3.805 Mark. Ja, und ich habe 6 richtige und dafür gibt es 1,5 Millionen. 5 richtige Lotto. 6, Martin. 5? Wir haben das doch zusammen bei Gustav kontrolliert. Ja, ihr habt 5, aber ich habe mich verschrieben und nun sind das 6. Und ich hab sie. Ich ganz allein. Moment mal. Moment. 6. 6. 1,5 Millionen? 1,5 Millionen. Junge, das haut mich um. Das haut dich um, was? Ja. Aber auch wenn du dich verschrieben hast, der Lottoschein gehört immer noch uns. Wieso denn? Ihr habt 5 richtig, ihr habt das gerade kontrolliert, hast du eben noch gesagt. Ja. Also kann mein Schein gar nicht euer Schein sein, denn mein Schein hatte 6 richtige, logisch, ne? Also weibliche Logik macht mich noch verrückt. Wir haben nicht deinen Schein kontrolliert. Siehst du, nun sagst du selbst, dass es mein Schein ist. Das ist nicht dein Schein, verdammt nochmal. Ja, warum sagst du es Weil ich denn? mit deinem Schein unseren Schein meine, den du zufällig mal ausgefüllt hast. Zufall, du sagst es. Beim Lotto ist alles Zufall. Und der Zufall hat mir 1,5 Millionen geschenkt. Uns.
Schön uns beiden. Nee, uns 4. Sag mal, bist du schon wieder betrunken, dass du schon wieder alles doppelt siehst? Ich meine die Skatrunde. Die Skatrunde hat 5 richtige, 3.805 Mark. Und die bekommst du auch. Bekommst du sogar deinen Teil noch von ab. 951 Mark und 50 Pfennig. Augenblick, 50 Pfennig habe ich in der Tasche, kannst du gleich kriegen. So. Ich fange an zu begreifen. Das soll also heißen, du willst mit dem anderen Geld über den Deich gehen. Das andere Geld ist mein Gewinn, mein reeller Gewinn. Nichts ist reell. Unterschlagung ist das. Unterschlagung und Betrug. Wieso denn? Du hast mir gesagt, du hast den Schein nicht abgegeben, hast das vergessen. Notlüge, weil du betrunken warst. Aber ich habe das meinen Freunden doch so erzählt. Und ich habe dir gesagt, du sollst nichts erzählen. Da warst du nüchtern, stocknüchtern. Also deine Schuld. Meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld. Alles ist meine Schuld. Am Ende ist es auch noch meine Schuld, dass dieser Araber-Scheich Mama zu dir sagt, was? Natürlich. Ich muss doch zu meiner Tochter halten. Oh Gott, ich verstehe die Welt nicht mehr. Martin, das macht gar nichts. Ich verstehe sie umso besser. Ach, nee. Na? Ja, was hat sie gesagt? Chris, Na, wer denn sonst? sie besteht darauf, dass du dich bei dem Araber entschuldigst. Nie! Oh, Martin, sei vernünftig. Christine geht zu Gustav, wenn du nicht nachgibst, hat sie gesagt. Meine eigene Tochter will mich ruinieren. Da siehst du mal wieder, was du angerichtet hast. Wieso denn ich? Ich habe das so gut gemeint für uns alle zusammen. Endlich mal nicht mehr auf den Pfennig gucken müssen. Kann ich nun einen Pfund Kaffee kaufen oder nur wieder ein halbes? Und ein Topf brauchte das dann auch nicht mehr so oft zu geben. Jede Mahlzeit mit 2 Gängen. Nee, 3. Suppe, Hauptgericht und Nachtisch. Sonst ist das erst noch keine Mahlzeit. Meinetwegen auch 4 oder 5. Vorspeise und Fisch vor dem Fleisch. Schollen mit Speck. Ne Wildschweinbraten mit Steinpilzen. Gespickter Hasenrücken in Wacholderrahmsoße. Mit Rotkohl. Nee, Rosenkohl. Ja, meinetwegen auch Rosenkohl. Und immer Bier im Kühlschrank, wenn du vom Büro nach Hause kommst. Das Bier auch immer im Kühlschrank. Oh Lott, ja. Oh. Du willst mich verführen. Du willst mich zu deinem Komplizen machen, aber das glückt dir nicht. Ich lass mich nicht bestechen. Nicht von Hasenbraten, nicht vom Wildschweinrücken und schon gar nicht vom Bier. Das will doch auch kein Mensch, Martin. Und wenn du ganz ehrlich sein willst, dann musst du doch zugeben, dass du bei allem gar nicht an mich gedacht hast. Ach, du hast doch vielmehr an ein großes Auto gedacht, an Schmuck, an Pelzmantel, an Mallorca, an Tahiti. Nicht? Nicht zu verstehen, wenn man auch mal an sowas denkt, wenn man einmal die Chance hat, das alles zu kriegen. Die Chance hast du ganz raffiniert und hintenrum gekriegt. Rein juristisch ist das nicht so. Ich habe den Schein ausgefüllt und ich habe ihn bezahlt. Ja, und ich habe bei den anderen das Geld kassiert, wie an jeden anderen, sondern auch. Das ist auch juristisch. Aber ich habe den... Oh nee, Martin, lass uns nicht schon wieder davon anfangen. Aber aus allem wären wir raus, wenn du das Pack zurücknehmen würdest. Wenn du nun zu Christine sagen würdest, mit Pack wäre ihr Doktor natürlich nicht gemeint. Ihr Doktor, ich könnte diesen Kerl umbringen. Na hör mal, du, ich finde Mord eigentlich noch viel schlimmer als eine Entschuldigung. Für deine Beamten- und Familienehre. Ja, wisst ihr denn eigentlich, was ihr da von mir verlangt? Ich soll mich bei einem wildfremden Menschen für ein Wort entschuldigen, was ich gar nicht zu ihm, nee, was ich zu meiner Frau und meiner Tochter gesagt habe, in meinen eigenen 4 Wänden. Ja, das hast du aber so gebrüllt, dass man das im Nebenzimmer hören konnte. Und wenn du weiter so schreist, dann kann man dich sogar auf der Straße hören. Ja, im Treppenhaus ist es schon zu hören. Vater will also nicht. Na schön, dann gehe ich wieder. Christine, hör uns doch erst mal an. Also was ich gehört habe, das genügt Aber mir. du kannst doch nicht wollen, dass wir hier alle zusammen unglücklich werden. Aber natürlich will ich das nicht. Ja, dann ist doch alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Ich will, dass du dein Pauschalurteil zurücknimmst. Pauschalurteil. Soll ich denn vielleicht in Zukunft sagen, alle Ausländer sind Prachtkerls?
Also was du über andere Leute sagst oder denkst, das ist deine Sache, das kann ich nicht ändern. Aber Rashid zählst du mir nicht zu dem Pack. Also Martin, ich muss ja sagen, was Christine da verlangt, das ist nicht unmöglich. Sag ja, entschuldige dich und dann kann auch noch alles gut werden. Alles gut werden, alles gut werden. Wenn ich ja sage, dann akzeptiere ich also einen Ausländer als Bräutigam für meine Tochter. Ja, bitte und. Aber damit ist doch noch nicht diese verdammte Lotto-Geschichte aus der Welt. Die Lotto-Geschichte hat doch nun mit Rashid überhaupt nichts zu tun. Vielleicht doch. Wie meinst du das? Ich habe mir da was überlegt. Vielleicht weiß ich einen Weg. Ja. Wenn ihr mit Rashid einverstanden seid. Das ist Erpressung. Nö, das ist Politik. Also, Christine, du hast vollkommen recht. Politik wird sowieso nur mit Erpressung gemacht. Das wollen wir alles besprechen. Bitte, Martin, schenk uns auch einen Cognac ein. Aber gern doch, das ist doch klar. Uns, habe ich gesagt. Danke. Nicht so viel, der ist so stark. Der nicht. Danke. Also, Vater? Es gibt keinen Ausweg. Mit Rashid? Ach, was mit dem Gewinn? Wir werden das Geld kassieren und dann vergraben. Wenn wir es ausgeben, weiß doch jeder sofort, wo wir es herhaben. Ein kleiner Beamter kann doch nicht plötzlich wie ein Millionär leben. Oh, wenn er einen reichen Schwiegersohn hat, ja doch. Oh, ist Rashid denn reich? Ach nein. Aber wer hindert uns daran, das zu behaupten? Ja, wieso? Nee, das... Oh, Christine! Christine, du bist ein Genie! Martin, das ist die Lösung! Ja, das wäre vielleicht ein Ausweg. Ach, was Ausweg? Die Lösung ist das! Aber wenn Rashid uns helfen soll, dann muss er hier natürlich willkommen sein. Natürlich, Christine, das ist doch selbst... Martin, sag doch auch mal was. Was? Naja, aber, ach so. Was ist er denn von zu Hause? Na, ich meine so seine Familie. Ja, ich weiß nur, dass sein Vater Kamele hat. Was? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Meine Tochter will in die Familie eines Kameltreibers einheiraten. Ja, wenn es doch wenigstens Elefanten wären. Martin, also das ist ja nun wirklich ganz egal, was sie nun treiben, nicht? Du, das ist nicht egal. Mir nicht und dir sollte es auch nicht egal sein, wenn du nach der Hochzeit deine Tochter bei den Kamelen besuchen musst. Sie will doch kein Kameltreiber, sie will ja schließlich einen Arzt heiraten. Ja, der zieht dann in die Wüste zu seinen Kamelen. Aber Vater, Rashids Familie wollte, dass er zu Hause eine Praxis aufmacht. Ja, da werden sie ja wohl nicht an ihre Kamele gedacht haben. Aber Rashid will ja gar nicht nach Haus. Er will hier im Institut arbeiten. Na siehst du, und Christine weiß, dass er ein anständiger Mensch ist. Warum soll er uns denn nun nicht helfen in unserem Notstand? Als Mediziner muss er das sogar. Er hat doch Schweigepflicht. Wann triffst du dich mit ihm wieder? Ja, bis heute Abend Dienst. Schön, sprich mit ihm und lad ihn zu uns ein für die nächsten Tage. Und Vater wird dann schon die passenden Worte finden, nicht Martin? Was fragst du mich? Was geschieht, bestimmt der Erpresser. Das siehst du doch in jedem Krimi. Aber Vater, ich will nichts bestimmen und auch niemanden erpressen. Ich will bloß mit Rashid glücklich werden. Na, und dazu gehört eben auch, dass auch die Eltern Ja sagen zu dem Mann, den ich lieb habe. Ja. Na siehst du, Martin, du gib deinem Herzen doch einen Stoß. Na. Ja! Na ja, dann beiß ich ihm in den sauren Apfel. Oh, vielen Dank, Vater. Oh, Vater, du sollst sehen, so sauer ist der Apfel gar Und nicht. ich krempel die Ärmel auf und... Was haben wir heute eigentlich? Sonntag. Schön, sagen wir mal, Mittwoch machen wir hier eine kleine Verlobungsfeier im engsten Familienkreis. Ich mach so ein paar kleine Heppelis und du, Vater, besorgst ein paar Flaschen Sekt. Na klar, wir haben's doch. Du und ich nehmen mir ein paar Tage frei und helft dir bei der Wohnung. Ach, fein, Christine. Und wenn wir erst das große Geld kassiert haben, dann machen wir hier eine offizielle Verlobungsfeier und präsentieren unseren Schwiegersohn in aller Öffentlichkeit. Dazu kannst du dann auch deine Skatfreunde einladen, dass sie sehen, wo unser Vermögen herkommt.
Lotti! Ja, was ist? Sag mal, hast du meinen silbergrauen vernickelten Schlips nicht gesehen? Den habe ich dir doch aufs Bett gelegt, Martin. Hat's aufs Bett gelegt. Da liegt aber nicht. Aber doch auf dem Kopfkissen. Du singst ja wie eine Lerche, sag mal. Du könntest aber eigentlich kommen, was? Ach Martin, das sind junge Leute. Guck doch mal, mach doch die mal. haben sich, was denn? Ach du, hab doch, Ach, du mach mal, du kannst das so schön. Das sind junge Leute. Die haben sich 3 Tage nicht gesehen. Da ist solche, nun bleib mal Ja, oben. ich bin Da ist doch solche kleine, du sollst umlangen. Da ist doch solche kleine Verspätung, verständlichen, Martin. Sag mal, was fummelst denn du da eigentlich mit dem Ding darum? So, Weißt du, als ich damals um deine Hand angehalten habe, da war ich aber pünktlich, was? ja, das waren auch noch bessere Zeiten. Bessere. Das darf doch wohl nicht wahr sein mit dir. Was denn? Nun guck dir doch das Ding Aber an. dann schneid das Ende ab. Weißt du, wir haben ja auch alles verkehrt gemacht. Heute holt die Braut den Bräutigam ab statt andersrum, nicht? Ja, wahrscheinlich wollte sie es ihm leichter machen, nicht? Leichter machen, ja was denn leichter machen? Er hat's doch leicht, ich hab's doch schwer. Ich soll mich doch entschuldigen, nicht er. Ja, du hast das schwer. Nur bedauer dich, Mann, ne? Ja, dann tut's ja, guck dir doch mal an. Oh, Martin. So. So, Nun könnten sie aber. sitz. Sitzt ja nun mal. Jetzt können sie aber wirklich kommen, ich habe einen riesen Durst. Ja, den hast du ja immer, besonders wenn du weißt, dass was zu trinken im Hause. Das kannst du- Mach eine Sekunde, alles in Ja, Ordnung? was weiß ich denn? Guck dir das doch an. Mama! Christine! Was ist denn los? Christine weint, siehst du das nicht? Darf ich vielleicht wissen, was passiert ist? Sieh doch, du siehst doch, dass sie nicht reden kann. Mach lieber eine Flasche auf, bring uns was zu trinken. Das ist eine gute Idee. Christine, oh mein Kind, was ist? Wo ist Rashid denn? Ist was passiert? Ist er verunglückt? Nein! Nicht? Ja, komm mal her, hier, nimm mal eine Sabbillette, wisch dir mal die Tränen ab. Danke! Wo ist Rashid denn? Weg! Ja, was heißt weg? Ihr Futsch! Abgereist! Mit Schwester Clara! Wer ist denn Schwester Clara? Oh, so ein Flittchen, so eine Nymphomanin, die schon lange hinter mir ist. Du sag mal, was ist eigentlich eine Nymphomanin? Also Martin, kannst du aber auch Fragen stellen. Was ist das? Das ist eine, die nie genug kriegen kann. Ungefähr so wie du mit Bier. Und mit dieser Nymphe ist er abgereist? Ja, Wann denn? vorgestern schon. Kann denn das nicht vielleicht ganz harmlos sein? Bei der ist nie was harmlos. Sie hat sich Urlaub genommen. Und er auch. Komm, trink mal einen Schluck, das beruhigt. Oh, danke. Also nur mal der Reihe nach. Dein Doktor hat sich also Urlaub genommen. Ja, Wann kommt er zurück? überhaupt nicht mehr. Was soll denn das heißen? Er hat seinen Resturlaub genommen und danach fängt er in seinem neuen Institut an. Ja, woher weißt du das denn? Von der Verwaltung. Er ist ausgezogen. Bloß noch ein paar Koffer mit Büchern sind da und die will er bei Gelegenheit mal abholen lassen. Ja, und diese Schwester Clara, was ist mit der? Und die hat sich auch Urlaub genommen und ist mit ihm gefahren. Weißt du das auch von der Verwaltung? Dass sie Urlaub genommen hat, ja. Dass sie mit ihm gefahren ist, das hat mir der Portier gesagt. Oh, hat der das gesehen? Rashid hat im Taxi auf sie gewartet. Der Portier hat ihr den Koffer getragen und sie hat ihm gesagt, dass sie in Urlaub fährt. Mit Dr. Nasi Goreng. Nasreddin. Ja, Nasreddin, also mit dem also. Ja. Und das weißt du ganz genau. Der Portier hat sie doch noch gefragt, ob er denn keine Augen im Kopf hat. Hat sie noch ganz frech geantwortet.
Und dann ist sie zu Rashid ins Taxi gestiegen. Pack! Martin! Pack den Kram mal wieder weg, wollte ich sagen. Wann hast du Rashid denn zuletzt gesprochen? Ja, Sonntagabend, das wisst ihr doch. Und da habt ihr doch abgemacht, dass er heute hierher kommen wollte. Ja, und dass ich ihn abholen sollte. Und über die Verlobung haben wir gesprochen. Und dass wir uns jetzt 3 Tage nicht sehen, weil ich dir hier ja bei der Wohnung helfen wollte. Ob er das volle 3 Tage ohne mich aushalten könnte, das wüsste er nicht, hat er noch gesagt. Dino. Er hat's ja auch nicht ausgehalten. Er braucht sogar eine Krankenschwester. Vater! Also weißt du, taktvoll bist du gerade nicht. Nee, auch noch taktvoll. Aber von so einem konnte man ja auch nichts anderes erwarten. Und was das Schlimmste ist, jetzt hat er uns in der Hand. Nun kann er uns erpressen. Oh ja, Christine, was hast du ihm erzählt von der Lotto-Geschichte? Ja, alles. Genau wie das war. Und was hat er gesagt? Ganz korrekt wäre das ja nicht, hat er gesagt. Korrekt. Der hat's gerade nötig. Ja, aber natürlich wollte er uns helfen. Vielleicht könnte man noch alles in Ordnung bringen. Ja, aber wie denn in Ordnung bringen? Jetzt haben wir ja nicht mal mehr einen Schwiegersohn in Aussicht, dem wir alles unterschieben können. Unseren Reichtum, meine ich. Heute jedenfalls wollte Rashid alles mit uns besprechen. Ja, nun bespricht er alles mit Schwester Clara. Kann das nicht ändern. Ich hab das gut gemacht. Oh Gott, ich kann nicht. Oh, Lotti. Was mache ich nun bloß mit meinen Skatfreunden? Deine Skatfreunde. Ja, die wären doch glücklich und würden sich trotzdem schämen, wenn ich so jeden 375.000 Mark hinblättern würde. Eine Schnapsidee wäre das von dir. Nee, Lotti, überleg mal. Vielleicht ist das gar keine Schnapsidee. Übermorgen überweist man dir das Geld. Dann kannst du doch am Sonnabend mit zu Gustav kommen und jedem einen Scheck über 375.000 Mark in die Hand drücken. Du sagst ganz einfach, du hättest uns überraschen wollen. Auch mich. Und darum hast du gesagt, du hast den Schein nicht abgegeben. Ja, dann stehst du doch mit einmal da wie eine Märchenfee. Und wir sind wieder ehrliche Leute. Ja, und haben 1 Million weniger. 375.000 Mark, die wir vorweisen können, sind mehr wert als 1 Million, die wir verstecken müssen. Und Christine kriegt eine Mitgift, die sich sehen lassen kann. Du, dann hat es nicht mehr nötig, sich an einen von solchen Prachtburschen zu hängen. Und was dieser Kameltreiber-Sohn Doktor, dieser Schwester Clara oder sonst jemand über uns erzählt, das ist doch wurscht. Das kratzt uns nicht mehr. Ja, Martin, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es ganz gut so, wie es nun gekommen ist. Und ob das gut ist. Noch zur rechten Zeit hat der Kerl uns die Augen geöffnet. Jetzt wissen wir auch, auf wen Chris da reingefallen ist. Ist das überhaupt für dich? Für mich? Ja, ja. Von wem denn? Keine Ahnung. Ist ja komisch. Da steht überhaupt kein Absender drauf. Ist das? Ja, tatsächlich für mich. So bedient. Die Lottogesellschaft. Was wollen die denn noch von mir? Oh. Ne? Ich hab schon wieder gewonnen. Was? 5 richtige 4.500 Mark. Bin ich ein Glückspilz oder so ein Pechvogel wie du? Pechvogel, ich? Ja, das fragst du noch. Seit Jahren tippst du. Und was kommt aber raus? Ab und an mal 3 richtige. Du, letzten Sonnabend wären das 5 richtige geworden. Ja, wenn du den Schein ausgefüllt hättest. So was hättet ihr bekommen. 3.800 Mark. Aber wenn ich 5 richtige habe, dann sind das 4.500. Ja, und weil ich ja wohl letztes Mal den Schein ausgefüllt habe, sind das nun 6 richtige mit 1,5 Millionen. Aber wir machen das so, wie ich dir gesagt habe. Diese 1,5 Millionen werden am nächsten Sonnabend ehrlich geteilt. Und 375.000 Mark reichen doch auch für 2 Glückspilze, wie wir es sind. 2 Glückspilze? Ja klar, ich bin doch auch einer. Wieso? Weil ich so eine gute und vernünftige Frau habe wie dich. Oh, also du bist ja vielleicht raffiniert, du. Du weißt genau, wie du das anstellen musst, um mich rumzukriegen, nicht? Ja. Na schön. Ich schenke euch die 1,5 Millionen, ne? Du verschenkst allerdings etwas, was dir gar nicht gehört. Was mir nicht Aber ich gehört. danke dir trotzdem. Oh, Christine, ich weiß ja, wie dir nun zumute ist. Aber sieh mal, ist doch besser, sowas passiert nun und nicht erst, wenn es zu spät ist.
Du sollst mal sehen, mein Dirn. In ein paar Tagen sieht alles anders aus, nicht? Ist bloß nicht gerade diese Schwester Clara wär. Oh, Größ. Weißt du was? Ich hole uns was zu essen, nicht? Oh, nee, ich hab keinen Hunger. Trink mal ein Glas Sekt und dann gehe ich zu Bett. Cousine, guck mal hier, Cousine, du, ich hab schon wieder gewonnen im Lotto. Oh, nein. Du, 5 richtige, 4.500 Mark. Chris! Oh. Ja, ja. Oh, ich bin 4.000 Mal um Entschuldigung, aber meine Maschine hat gehabt 4 Stunden Verspätung. Was für eine Maschine? Ja, wo kommst du denn her? Ja, aus Kuwait. Ich bring Grüße von meiner Familie. Ah. Und Schwester Clara? Ja, was ist mit Schwester Clara? Alter, mit der bist du doch in Urlaub gefahren. Hat der Portier gesagt. Ja, sie ist gefahren in Urlaub. Ich habe ihr mitgenommen zum Flugplatz, weil sie wollte sparen Geld für ein Taxi. Sie hatte gebeten mich darum. Also, und zum Portier hat sie gesagt, dass sie mit dir in Urlaub fährt. Aber du hast nicht geglaubt das, oder? Oh, Rassi! Chris, was sollen denn denken deine Eltern? Oh, ist mir ganz egal, was sie denken. Chris, ich muss auch fahren nach Kuwait, ich muss auch meiner Familie erzählen, dass ich will mich verheiraten. Ja, in Kuwait ist sitte, dass in alle Familienangelegenheiten zuerst muss gefragt werden, Vater. Ja! In Kuwait herrscht noch Zucht und Ordnung. Diese schönen Blumen. Also das hätte ja nun wirklich nicht nötig getan. Ich bin glücklich, wenn ich mache Ihnen eine Freude. Dir? Mir? Nee, mir. Och, Rashid, wir sind doch per Du. Ach so, ja, ich hätte beinahe vergessen. Also, entschuldige bitte meine Verspätung. Mama. Das ist doch selbstverständlich. Da konntest ja nun wirklich nichts dafür, ne? So, und Vater muss jetzt auch du zu Rashid sagen. Wenn der Herr Doktor mir meine unfreundliche Bemerkung verzeiht, natürlich nur, wenn es recht ist. Oh, Sie machen glücklich mich sehr, Herr Hagen. Papa, Prost. Hey. Was? Na, ist doch Deutsch, ne? Rashid! Papa! Aber zuerst, ich muss überbringen persönliche Botschaft von meinem Vater. Einen Augenblick. So. Das ist für dich. Hm? Oh! Mutter! Oh! Christine, das ist ja ein Vermögen. Eine Brautgeschenk von meiner Familie. Und das, mein Vater, schickt die Eltern von meinem Braut. Danke. Ein Brief? Ach, wie nett, was schreibt er denn? Einen Scheck? Mein Vater möchte, dass ihr betrachtet es als Geschenk und nicht als Kaufpreis für Braut. Als was? Ja, früher war Sitte bei uns in Kuwait. Oh, Lot. Bank of Kuwait. Oh, 1 Million Dollar. Was? Ist doch nicht möglich. Ja, aber ich denke, ihr habt Kamele. Ja, stimmt. Ja, und auf eurem Grund und Boden wächst nichts. Stimmt auch. Aber darunter,
Es gibt Ehe. $1 Million. $1. Also kann mir vielleicht mal einer sagen, warum ich überhaupt Lotto gespielt habe?